Hey, wir reden über ein super Thema, ganz spannend. In dieser Serie Jesus ist. Und ja, ich weiß nicht, wie es uns geht, aber Freundschaften können manchmal ein bisschen komplex sein. Und beste Freunde, verschiedene Freunde. Wir haben ja verschiedene Leute im Leben, die so ein bisschen im Freundeskreis drin sind. Und je nachdem, was du erlebt hast in deinem Leben, wie du dir vorstellen kannst, wenn du keinen besten Freund gehabt hast, eine Freundin, dann wird es schwierig sein, zu denken, Jesus könnte dein bester Freund sein. Nicht die beste Freundin, er ist der beste Freund. Einfach um das mal von Anfang an klar zu sagen. Anyway, du weißt, was ich meine. Alright, ich habe gemerkt in meinem Leben, also ein bisschen als Pastor und mit Gott unterwegs und wirklich, wenn ich ihm nachjage, dass 3 verschiedene Leute in meinem Leben drin sind als Freunde, die ich erlebt habe. Und es gibt einen Unterschied zwischen allen. Ich wollte mal mit euch durchgehen. Zuerst mal ist die Vertrauensperson. Und von denen werden wir sehr wenig im Leben haben. Und ich habe schon gehört von anderen, wenn sie sagen, hey, wenn du 2, 3, 4 von diesen Vertrauenspersonen im Leben hast, dann hast du wirklich ein gesegnetes Leben. Sie sind für dich da. Sie haben dich lieb. Es ist egal, wie es dir gut geht, schlecht geht. Sie sind da für dich. Wenn du Recht hast oder nicht Recht hast, sie sind für dich da. Und sie werden es wahrscheinlich auch sagen, wenn du nicht Recht hast. Und dich trotzdem nicht verlassen. Sie sind da für Distance, für Langstrecken. Nicht irgendwie da, um etwas von dir zu haben oder so. Wenn du im Gefängnis wirst sein, dann werden sie dich auch dort besuchen. Ist mir noch nicht passiert, aber ich glaube, ich kenne ein paar Freunde, die mich besuchen würden, wenn ich im Gefängnis mal sein sollte. Aber ich glaube, das Bild sehen wir, das sind die so ein bisschen Eisen schärft Eisen. Sie sind da mit dir, sie lieben dich bedingungslos. Und von denen hat man wirklich wenig im Leben. Dann gibt es die anderen, das sind die Stimmbürger. Jetzt gerade heute mit der Abstimmung. Das sind die eigentlich Interesse haben, nicht an dich, aber für was du stehst. Die Sache, wo du interessiert bist, das wollen sie mit dir fördern. Und darum sind sie ja dann in deinem Leben oder rundherum mit dir. Solange du für das bist, wofür sie sind, werden sie mit dir unterwegs sein. Und wenn einmal das irgendwie aufhören soll, dann werden sie auch wieder gehen. Sie sind die Personen, wo man aufpassen muss, wenn man dort so mit einem zerbrochenen Herz oder ein bisschen einsam ist, dass man ihnen wirklich alles anvertraut und das Herz aufmacht zu ihnen. Weil, wie gesagt, wenn einmal jemand besser kommt, der mehr ihre Ziele fördern kann, wo wir gemacht haben mit ihnen, dann werden sie uns fallen lassen und mit einer anderen Person gehen, die das besser kann, ihnen helfen zu erreichen. Und dann haben wir die dritte Person und das sind so die Verbündeten oder die Alliierten. Und wir haben da 3 alte Alliierte auf dem Bild. Churchill, Truman und Stalin, genau. Ich weiß nicht so, wie viele Alliierte heute noch sind, die 3, aber es geht um Leute, die nicht für uns sind, sie sind nicht für das, wo wir sind, aber sie sind für das, wo wir dagegen sind, weil sie auch gegen das sind. Und solange wir noch keinen Sieg haben, werden sie natürlich mit uns helfen und mitmachen. Und sobald der Sieg oder der Durchbruch kommt, das Ziel ist erreicht, werden dann auch sie unser Leben austreten und jemand anders suchen. Sie haben fast ein bisschen wie ein Gerüst sind die in unserem Leben. Sie kommen für einen bestimmten Zweck und danach eine Exit Stage Left und dann sind sie wieder aus unserem Leben raus. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe mich schon oftmals nicht gerade in Leute verliebt, aber ich habe sie sehr gern bekommen und wirklich sehr nah und habe mein Herz aufgemacht und einfach so verschrocken und fast ein bisschen von allen Wolken gefallen, wo ich gesehen habe, dass irgendwie an einem gewissen Zeitpunkt sie einfach out sind raus
Und dann ist bei mir ein bisschen, nicht gerade die Welt zusammengefallen, aber auch ein grosses Fragezeichen. Und nachher ist Misstrauen dort. Wer ist sonst noch in meinem Leben, der so ein bisschen irgendwie mich benutzen, brauchen für ihren Zweck? Und danach gehen sie auch aus dem Leben raus. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir einfach ganz bewusst sein müssen. Im Business, also im Geschäftsleben mit Leiterschaft, wo ich viel unterrichte mit dem, heisst das Prinzip dort, dass die Leiter, die mit dir in der ersten Phase sind, werden nicht mit dir in der zweiten Phase sein. Das heisst, sie kommen rein für einen gewissen Zeitpunkt, eine gewisse Season und sehr selten sind es die mit dir Distanz gehen und 3, 4, 5 Phasen können durchtun. Und am Anfang dachte ich, nein, das gibt es nicht. Bei Gemeindegründung sowieso, wo wir Gemeinde angefangen haben im Powerhouse. Ich dachte, all die dabei sind jetzt, ja, mit denen sind wir durch dick und dünn gegangen, die werden sicher noch bleiben. Und sobald wir irgendjemand eingenistet haben und das erste Level hinter uns hatten, sind die einfach gegangen. Und ich dachte, was habe ich gemacht? Und meistens immer, hey, bin ich falsch? Habe ich etwas nicht richtig gemacht? Habe ich es irgendwie nicht gelobt genug oder gegeben oder Zeit verbracht? Ist egal, kannst machen, was du willst. Die werden dein Leben verlassen in diesem Sinn. Und das Wichtige ist, wenn wir dort hineinkommen, wo die Menschen nachher wirklich den Exit machen, dass man sie lässt gehen. Gerade dort habe ich für einige von euch ein Schlüsselwort gegeben. Lasst die Leute gehen. So ein bisschen ciao. See you. Es ist ja so wichtig, weil wenn ihr diesen Leuten nachjagt und ihr wollt sie wirklich im inneren Kreis behalten, auch wenn sie wieder zurückkommen, es wird nie so sein wie vorher. Und lasst die Leute gehen. Let my people go. So in dem Sinn. Weil es ist einfach wichtig, weil sonst können wir uns so auslaugen mit Leuten, die nur für eine Saison bei uns im Leben sind und nicht für lange Zeit. Und ich rede nicht von deiner Mann und deiner Frau, ich rede von Freunden. Okay? Geh nicht heim und sag der Frau, see you. Pastor gesagt, let my people go, du kannst gehen. Nein, das sage ich nicht. Obwohl mit Frauen und Männern in einer Ehe, es ist Freundschaft, die Distanz bringt. Wenn man keine Freundschaft hat mit dem Ehepartner, dann wird die Ehe sehr mühsam in die Distanz gehen. Weil irgendwann einmal verlieren wir den Krieg gegen die Schwerkraft. 3 haben das irgendwie gehört. Irgendwann einmal ist es nicht mehr so, wie wir 20 sind. Irgendwann einmal klappt es halt vielleicht nicht so wie vorher und man geht verschiedene Phasen im Leben. Es ist die Freundschaft, die eine Ehe in die Distanz nimmt. Und das ist etwas Unwichtiges. Amen, ouch, oder irgendwie können wir schon etwas sagen. Es ist schon gut. Alright. Und eben, wir müssen erkennen, dass manchmal Gott auch die Leute für eine Zeit in unser Leben hineinbringt, um etwas zu erreichen, zu machen, etablieren, was auch immer. Und danach gehen die vielleicht anders hin zu einer anderen Person, um dort mithelfen. Aber wir müssen einfach bewusst sein, dass wenn die Leute kommen und dann gehen, dass man einfach sagt, hey, Gottes Segen und in Liebe gehen. Weil sonst wird es einfach sehr, sehr schwierig. Emotional auch. Okay. Hey, starke Freundschaften brauchen Zeit, um sich zu entwickeln. Ich glaube, das wissen wir alle. Und ganz interessant, wenn ich gesehen habe, im Alten Testament, vielleicht 4, 5 Mal, hat Gott zu einer Person gesagt, du bist mein Freund. So Moses und Abraham, ich glaube Enoch und noch andere. Ganz wenige Leute haben gesagt, du bist mein Freund, ich bin ein Freund von Gott. Und das war eine ganz spezielle Beziehung. Jetzt im Neuen Testament, wenn ich Johannes 14, 15, 16 anschaue, hat Jesus dort 4-mal etwas ganz, ganz Besonderes erwähnt. Und eine Aussage gemacht, wo ich denke, wow, das gibt es doch gar nicht. Schau mal, im Johannes 14, 13. Ihr dürft in meinem Namen um alles bitten. Sag mal alles. Um alles bitten und ich werde eure Bitte erfüllen. Sag erfüllen. Wow. Weil durch den Sohn der Vater verherrlicht wird. Und ich das in der Bibelschule gelesen habe zum ersten Mal, ich musste in verschiedenen Übersetzungen anschauen, ob das wirklich stimmt. Und danach am Schluss denkt, wow, ich
darf ich jetzt beten, mit dieser Erkenntnis und den Vater um alles bitten, was ich möchte. Und er wird es mir erfüllen. Dann denke ich, okay, vielleicht soll ich nicht so extravagant sein wie Ferrari, aber so etwas Bescheidenes für einen Mercedes. Oder wenn ich um das bitte, dann, im Namen Jesus zum Vater, dann wird es geschehen. Habt ihr das auch gelesen? Ja? Ich sehe eure Bibel auch. Also bei mir war es streng. Und ich habe mal gehört von einem Lehrer in der Bibelschule, wenn Jesus oder in der Bibel 3-4 Mal etwas sagt, dann muss es wirklich so sein. Schauen wir Johannes 14. Bittet um, was ihr wollt, in meinem Namen, und ich werde es tun. Johannes 15,7 in der Elberfelder. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt. Und es wird euch geschehen. Krass. Ich liebe Jesus. Johannes 16,23. Und an jedem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen wird er euch geben. Amen. Das ist Predigt für heute. Ich dachte, hey, so ein bisschen too good to be true, gell? Weil irgendwann habe ich merken, nach ein paar Monaten, dass der Mercedes einfach noch nicht da gestanden ist. Ich dachte, okay, irgendetwas muss auf meiner Seite falsch sein, weil die Bibel sagt, 3-4 Mal. Und irgendjemand dort habe ich gedacht, wie kann Gott mir so einen, im Englischen heißt ein blank check, so einen ungedeckten Scheck, einfach einen offenen Scheck, kein Betrag drin, aber unterschrieben, du kannst den Betrag selber drin tun. So habe ich das irgendwie gespürt und wahrgenommen. Aber das Warum hat er dort reingeschlichen, Johannes 15,15. Ich nenne euch nicht mehr Diener, weil ein Herr seine Diener nicht ins Vertrauen zieht. Ihr seid jetzt meine Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Das heißt, von der Seite von Jesus, sein Anteil von einer Freundschaft ist, dass er sagt, ich kann alles geben. Alles, was ich vom Vater gehört habe, habt ihr gehört. Ich kann nichts so geben. Ich kann nichts nur für mich behalten. Ihr wisst alles, was ich weiß. Und das ist von meiner Seite her open heart. Ich will einen offenen Brief. Ich bin ehrlich, ich bin vertrauenswürdig. Ich gebe alles zu euch. Das ist von seiner Seite her Freundschaft. Jetzt denkt mal, von unserer Seite her, wenn wir es auch wieder machen, wenn wir auch wieder sagen, hey, okay, Jesus, weißt du was, alles in meinem Leben gehört dir. Ich habe kein Geheimnis, ich habe nichts, was ich verborgen bin, ich habe nichts, was nicht dir gehört. Du hast Eingriff in alles, alles gehört sowieso dir, ich gebe dir alles. Und wenn beide Seiten so ein alles geben, alles vertrauen, alles teilen, alles transparent, offen ist, nichts ist versteckt. Ich glaube dann, wenn wir im Gebet sind und sagen, hey Jesus, ich bitte dich um das. Weil ich weiß schon, es ist ein Teil von Gottes Königreich zum Fördern. Ich weiß, es ist etwas, wo ich will, als selbstsüchtig. Es ist etwas, wo er will. Aber er möchte, dass ich das beten tun, damit er mich segnen kann, um das anbringen, umsetzen, damit sein Königreich kann etabliert sein und meine Freude kann überfließend sein. Wenn man so eine Vertrauensbeziehung hat, das ist etwas, wo Freundschaft ist mit Gott. Dann können wir sagen, hey, ich bin ein Freund mit Gott, er ist ein Freund mit mir. Wir würden nie denken, es ist ein bisschen so freundlich, hey JC, what's up? Es ist nicht so in einem lässigen, es ist voller Furcht vor Gott, voller Ehrfurcht, voller Respekt. Aber ich kenne ihn und er kennt mich. Und wir sind nicht nur Freunde, wir sind Partner im Königreich. Wir sind Vertrauenspersonen. Wir sind immer da füreinander. Es gibt nichts, was wir machen würden, um den anderen zu verletzen oder zu enttäuschen. Und wenn man das kann haben, wenn man dort im Leben hinkommt, ich glaube, dann wird die Freundschaft anfangen zu wachsen.
und anfangen stärker werden und tiefer werden. Weil dann würde man nicht irgendwie für etwas beten, nur weil ich will, dass andere sehen, hey, ich bin gesalbt und Leute werden geheilt in meiner Linie. Dann ist es mir ein bisschen, Herr, wie willst du beten? Herr, was willst du dieser Person sagen? Jesus, was möchtest du, dass ich heute mache? Dann ist es so ein bisschen ein Zusammenlaufen, Zusammenarbeiten, miteinander unterwegs sein. Und wenn man das hat, ich glaube, dann kommt man zum Next Level hin in unserem Wandel mit Gott. Und wir müssen wissen von Anfang an, dass Jesus uns versteht. Im Hebräer 2, 17 und 18, der Message-Bibelübersetzung auf Deutsch. Deshalb musste er sich in jedes Detail des menschlichen Lebens hineinversetzen. Als er den Hohepriester vor Gott trat, um die Sünden des Volkes loszuwerden, hatte er alles schon selbst erlebt. All die Schmerzen, all die Prüfungen und konnte helfen, wo Hilfe nötig war. Jesus versteht uns. Er hat es geglaubt. Er hat es erlebt. Das ein bisschen auspacken, kann man sagen, Jesus versteht unsere Beziehungen. Er hat auch Beziehungen gehabt, er hat eine Familie gehabt. Markus 3, 21. Als seine Familie davon hörte, wollten sie ihn zu sich nach Hause holen. Er hat den Verstand verloren, meinten sie. Und ihr heimgekommen sind und eure Familie gesagt haben, hey, ich bin wieder geboren. Vielleicht haben sie auch gedacht, jetzt hat er den Verstand verloren. Jetzt ist sie einfach crazy gegangen. Jetzt ist sie wirklich zu weit gegangen mit dem Ganzen. Ich weiss, trotzdem mal, haben Sie die Geschichte mal gehört von mir, wo ich den Heiligen Geist zum ersten Mal als Person kennengelernt habe, wo der Lehrer in der Bibelschule mir gesagt hat, uns als Studenten gesagt hat, eben, er ist eine Person und all die Eigenschaften sind wir durchgegangen. Ich sage, macht doch mal den Test, den ersten 3 Tage, tönt doch Heiligen Geist als Person, als er wahrlich da sein wird in ihrem Leben, einfach so durchs Leben gehen, die nächsten 3 Tage. Und dann werdet ihr sehen, wie mehr als eine Person er dann zu euch wird und bekannt wird. Ich dachte, I can do that. Und alles ist gut gegangen am Morgen. Ich hatte da Cornflakes für ihn, Cornflakes für mich. Ich bin nachher ins Auto gegangen, ihm die Türen aufgemacht, Heiliger Geist, kannst du reinsitzen, habe ihn noch angeschnallt und dann bin ich reingesessen. Ich habe gesagt, wo willst du hingehen? Immer gesagt, zu arbeiten. Ich weiß nicht warum, aber ich habe gesagt, geh arbeiten. Dann bin ich zur Arbeit gegangen und dort hatte ich ein Staff von über 42 Leuten. Und das war der grosse Test. Und ich komme rein, es war eine grosse Küche mit Restaurants und Bars und all das. Und die meisten waren gerade am Eingang, Hintereingang, wo die Küche ist. Und ich sagte, hey, Staff, kommen alle mal zusammen. Das ist eine Ankündigung, ich muss euch vorstellen, der für die nächsten 3 Tage mit uns wird sein. Und sie kommen so ein bisschen näher. Und so typisch Küche, meist mit Kochhut und Schürzen und all das. Und ich sage, okay, ihr wisst, ich bin gläubig und so und ich möchte euch heute den Heiligen Geist vorstellen. Und die schauen mich an und denken, okay, er ist ein Lieber und so, nett und ich weiß, er liebt Jesus, aber jetzt, it's too much. Jetzt ist er irgendwie über den Rand rausgegangen. Und ich bin nachher ins Büro gegangen, dort die Tür zuerst aufgemacht und Heiliger Geist ist rein. Und danach bin ich reingelaufen und ich hatte ein grosses Fenster von meinem Bürotisch aus. Und alle sind in der Küche und geschnitten und so geschaut, so denken, was kommt als Nächstes? Aber ich habe das für 3 Tage gemacht und die Leute haben wirklich gemeint, wie im Vers 21, er hat den Verstand verloren. Aber ich kann nie mehr vergessen, dass er eine Person ist. Und seitdem bin ich mit ihm als Person unterwegs. Und das ist eine kleine Übung, kann man sagen, wo ich zuerst ein bisschen dachte, es wird lustig, wird lässig. Aber es ist ja so etwas Krasses geworden, wo ich seine Stimme kenne, aus allen Stimmen raus. Ich weiß genau seine Stimme. Und es ist etwas, wo ich kann sagen, er versteht mich. Wir haben dort so viele Gespräche gehabt, so viele Gespräche. Und die Krönung für den 3 Tage eigentlich, als ich heimgefahren bin, immer gesagt nach der Bibelschule am Abend, Heiliger Geist, wie willst du heimfahren? Und das Mal hat er gesagt, geh einen anderen Weg heim.
Und ich fahre da hin und er sagt links und rechts und über die Straße überall links. Wirklich, so links, rechts hat er mich so geführt. Und nach 20 Minuten denke ich, okay, vielleicht höre ich einfach irgendwie Sachen. Vielleicht bin ich jetzt wirklich ein bisschen too much mit dem ganzen Stimmen von Gott und Hören und der Heilige Geist. Und komme dann so in die letzte Straße rein, wo das Haus war, wo ich gewohnt habe. Und es ist etwa fast 11 Uhr am Abend jetzt und er sagt, Stopp. Und ich halte an und er sagt, auf der linken Seite hat es so ein Gässchen. Und dort in Johannesburg zwischen verschiedenen Häusern hat es so ein Grasstrich gehabt, kann man sagen, wo meistens voller Glasscherben und Hundekot und so weiter war. Es ist sehr dreckig. Aber zwischen den zwei Wänden von den zwei Grundstücken. Und es ist jetzt Nacht, 11 Uhr, dunkel. Und er sagt, gang dort durch und ich werde dir, dort hinten ist ein Mann und ich muss sagen, dass ich ihn liebe und ich ihm vergib. Dann denke ich, okay, jetzt ist wirklich Zeit, um das Ganze zu testen jetzt. Und ich steige aus und gehe durch und etwa nach 15 Metern sehe ich so ein bisschen vom Mondschein im Baum so ein bisschen einen Schatten von einer Person. Und ich sage, hey, Entschuldigung, du kennst mich nicht, ich kenne dich nicht, aber der Heilige Geist hat gerade zu mir geredet und gesagt, ich soll dir sagen, er liebt dich und du bist vergeben. Und nichts gehört, geschmeckt habe ich, voll Alkohol. Und danach bin ich nachgegangen und gesagt, oh, hallo, eben, der Heilige Geist sagt das Ganze nochmal gesagt. Und dann steht er noch einen Schritt fürschen gegen mich und ich habe das Gesicht nicht genau richtig gesehen. Aber ich höre, er fährt an brüllen. Und habe dann nachher so gewagt, meine Hand auf seine Schulter zu tun und gesagt, okay, tut mir leid und so weiter. Und dann, lange Geschichte kurz gemacht, er ist ganz nüchtern geworden. Er war einmal ein Pastor, hat Geld rausgenommen im Opfer und hat sich so geschämt, dass er nicht mehr heimgegangen ist, dass er einfach weggerannt ist. Und seit etwa 6, 7, 8 Monaten ist er jetzt schon einfach auf der Gasse und fühlt sich sehr schuldig. Und Gott sagt, du bist vergeben und ich liebe dich. Ich habe ihm gesagt, mit dem Betten noch gesagt, hey, komm zurück zu der Familie, der Ältesten, durch Buß. Wenn du das Geld noch hast, gib es zurück, wenn nicht, lass es dir vergeben. Und hatten das auch gesagt, mache ich das und wirklich ein gutes Gebet mit ihm und ich laufe zurück zum Auto, etwa so hoch, denke ich, wow. Das ist einfach Hammer, wie Gott da wirkt und wie Gott es tut und es ist so etwas Gewaltiges gewesen. Ich habe fast das Gefühl gehabt, gib mir einfach so irgendwie eine Pfütze und ich spalte die Pfützen. Ich habe so Kraft gehabt, nachdem denke ich, wow. Und wirklich gedacht, hey, jetzt bin ich im Next Level oben. Und gehe ins Auto rein, mache die Tür zu. Und im Moment, wo die Tür zugegangen ist Gottes Gegenwart so stark in dem Auto, ich konnte fast nicht schnaufen. Und der Heilige Geist hat mir gesagt, ich habe nie mehr vergessen. Er hat gesagt, Desmond, wenn du nicht links, rechts kannst gehorsam sein, dann wirst du nie meine Kraft sehen. Und seine Gegenwart ist zum Auto aus. Und seitdem, kann ich sagen, ist ein Next Level, ist eine Freundschaft, ist ein Vertrauen, ist etwas da, wo ich nicht muss etwas leisten muss. Er versteht mich, ich verstehe ihn. Es ist etwas ganz, ganz anderes geworden. Und ich wünsche das für alle Leute. Vielleicht nicht gerade so etwas Dramatisches, wie ich erlebt habe, aber es gibt bei uns allen ein Next Level. Jesus versteht uns und unsere Beziehungen. Jesus versteht unser Leben. Er kennt unsere Schwächen, er kennt unsere Versuchungen, er kennt unsere Gewohnheiten, er kennt unsere Sucht auch, wo wir vielleicht nicht mehr irgendwie am Hangen sind. Jesus versteht auch unseren Schmerz. In Jesaja 53, Vers 3 und Vers 5, wo er eben sagt, dass er von manchen abgelehnt worden ist, verachtet worden ist. Er ist für unsere Übertretungen ist er verschlagen worden, er ist gestraft worden für uns. Er hat das alles für uns gemacht. Das heißt, er hat eingesteckt, er hat das Gericht genommen, das dir und mir gehört haben. Das ist ein Freund. Wo der Schule, wenn du etwas blöd gemacht hast und der Lehrer sagt, wer hat es gemacht und du sagst nichts und dein bester Freund sagt, ich bin es gewesen. Wo für dich einsteht. Das ist ein Freund und das hat er gemacht für uns. 3 Sachen, die ich heute gerne mit euch
lassen heute Morgen und hoffe, aus dem raus könnt ihr so ein Verlangen aufbauen. Sagen, Herr, ich wünsche mir das. Ich will wirklich zu diesem Level hinkommen. Sprüche 18,24 heißt es noch, manche sogenannte Freunde richten sich gegenseitig zugrunde, doch ein wahrer Freund ist treuer als ein Bruder. Ist es nicht so, dass Leute, die manchmal Christen sind, manchmal näher zu uns sind als unsere eigene Geschwister oder Familie? Ich weiss, bei mir ist es oftmals so gewesen. Aber 3 Sachen, die ich euch geben heute. Und zwar das erste ist, wähle Jesus als dein bester Freund. Ich glaube, es braucht einen Entscheid. Ich glaube, es braucht einen Tag, einen Moment, einen Zeitpunkt und hoffentlich ist das deine heute, wo du sagst, okay, I'm all in. Ich gehe alles rein. Wie in Vegas mit dem Roulette, alle Chips auf den Tisch. Alles rein. Ich gebe alles rein. Du kannst mein Leben, meine Finanzen, meine Beziehungen, meine Siege, meine Verluste, du kannst alles haben. Ich gebe dir alles. 2 Gebete, die mein Leben verändert haben. Das erste, Jesus, komm in mein Leben rein, als ich wiedergeboren worden bin. Und das zweite ist, Jesus, ich gebe dir alles. Meine Zukunft, meine Gedanken, alles. Es gehört nicht mehr mir. Und wenn das passiert, dann kommt man so ein bisschen in einen Kreis rein, wo nicht viele Leute drin sind. Da wird man so ein bisschen auserwählt, da ist man fast ein bisschen ein Grenadier, nicht irgendwie Kanonenfutter. Wisst ihr, was ich meine? Dann sind wir ein bisschen spezieller in dem Sinn. Er liebt alle, aber die er wirklich braucht für die grossartigen Sachen, ich glaube, das sind die, wo er sagt, hey, das sind meine Freunde. Johannes 15,15. Ich liebe, wo wir schon vorgelesen haben, ich nenne euch nicht mehr Diener, weil ein Herr seine Diener nicht ins Vertrauen zieht. Ihr seid jetzt meine Freunde. Das ist am Ende der Erziehung, wo Jesus kam mit seinen Jüngern. Die haben schon alles gesehen, die haben schon alles erlebt. Und haben ihm dient und Füße gewaschen und Essen gebracht und Leute von ihm ferngehalten, die dann irgendwie weh machen oder seine Meetings boykottieren. Aber sie haben ihm wirklich geholfen und dient. Und jetzt am Schluss sagt er, nicht mehr Diener. Jetzt sind wir Freunde. Jetzt sind wir Level. Das ist für sie etwas, was sie gar nicht verstehen können. Und es sicher Zeit braucht, um dort innen wachsen können. Aber das Zweite ist, dass wir uns entscheiden, mit ihm zu reden. Jetzt haben wir gerade die Gebetswoche hinter uns und jeden Morgen hoffe ich, dass ihr auch im Gebet oder jeden Tag mit ihm im Gebet sind, im Gespräch sind. Das ist etwas so Wichtiges in der Entwicklung von einer Freundschaft, dass wir miteinander reden. Und manchmal, wenn ich mit meiner Frau rede, ich kann nicht alle antworten. Ich weiß gar nicht genau, wie ausdrücken, die gewisse Sachen, die mich plagen tun, aber ich fange mal das Gespräch an. Und meistens vielleicht so im Sinn von, hey, ich weiß nicht, ob du wirklich hörst und verstehst, was ich jetzt sagen will, aber das und das und das und das. Und das Gleiche will ich dann mit Jesus. Jesus, ich weiß nicht genau, wo nächste Woche, nächstes Jahr du mich leiten und führen und es macht mir ein bisschen Angst, weil ich weiss, jetzt mit Kids sind es klein oder mein Job ist noch gewechselt, was auch immer die Umstände sind. Und sage, egal was, hey, ich wollte mal das Gespräch anfangen, leit mich und führe mich zum Next Level. Ich weiß, es gibt mehr, als was ich jetzt habe. Hebräer 4,16. Lasst uns deshalb zuversichtlich vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden. Er wird euch nie auslachen. Er wird euch nie wegschicken. Er wird immer Zeit haben für euch. Er wird immer mit euch ein Gespräch suchen. Immer. Es gibt nicht einmal, wo er sagt, weißt du was, habt den Gedanken, ich habe jetzt gerade etwas zu tun da in Syrien und in der Türkei. Ich kann es nicht gerade, aber ich komme zurück auf... Nein, er ist immer da. Immer. Das ist ein bester Freund.
Darum kann ich am Manu am 3 Uhr morgen anrufen und ich weiss, er nimmt das Telefon ab und redet mit mir. Das Dritte, was ich wieder lassen und vielleicht am Band vorkommen. Entscheide dich, um dein Leben ihm anzuvertrauen. Es ist manchmal etwas Beängstigendes. Ich habe vor kurzem so einen YouTube-Clip gesehen, wo Leute so hinter einer Person gestanden sind. Das war das erste Bild, das wir hatten, wo eine Person einfach hinterher fällt und dann hebt man sie. Genau das. Und dann nachher, auf dem YouTube-Clip sind alle hingestanden und die Person hat das Auge verbunden gehabt und die sind gesehen, okay, jetzt fallen lassen. Und die Person kippt für sie. Lustig, aber für sie wahrscheinlich nicht. Aber Jesus ist hinten und vorne. Seite, wo immer ihr auch das Vertrauen braucht mit ihm. Er ist dort, um euch dort sein für euch. Aber wir müssen uns entscheiden. So oft hat Jesus Leute gefragt. Das hat mich immer ein bisschen verwirrt. Da steht er vor einem hier, der blind ist. Und dann fragt er ihn, was willst du, dass ich für dich tue? Ich dachte, Jesus, er ist blind. Aber er fragt immer. Ist schon interessant. Weil er will, dass wir ihn bitten. Wir haben nicht, weil wir nicht ihn bitten drum. Wir haben es nicht, weil wir nicht ihm drum bitten. Und ich will, dass ihr heute ihn bitten könnt. Wenn ihr bereit sind, wenn ihr das wünschen könnt. Sage Jesus, ich möchte, dass wir beste Freunde sind. Ich möchte die Beziehung als bester Freund mit dir haben. Und ich bitte dich darum. Beim nächsten Lied, wenn das Gebetsteam bereit ist, dann geht ihr zu einem hin oder zu jemandem hin und sagt, hey, ich möchte das Gebet beten mit dir. Es ist ein bisschen beängstigend, ich bin ein bisschen eingeschüchtert mit dem. Es ist das Gebet, das ich eventuell noch nicht wirklich voll durchgedacht habe. Aber im Glauben, ich spüre es, ist schon was ich will. Ich wünsche mir, in dieser crazy Welt, wo wir drin sind, wo unten oben ist und oben unten ist und gut schlecht und schlecht gut und alles ist crazy. In dieser Welt, wo man sagen kann, ich brauche einen Freund. Ich brauche einen Freund wie Jesus, der mich jetzt in dieser Endzeitphase auch mit ihm begleiten kann, dort sein. Psalm 37, Vers 5. Überlasse alles, was du tust, dem Herrn. Vertraue ihm und er wird dir helfen. Und ich möchte, dass ihr das Gebet nachher mit jemandem beten. Ich könnte es auch alleine beten, aber manchmal ist es viel, viel besser, dass wir jemand anderem das ins Gebet nehmen. Wisst ihr was? Es ist nie ein Zeichen von der Schwachheit, jemandem bitten, mit dir zu beten. Nie. Und niemand da innen denkt, oh, jetzt geht die schon wieder fürs Gebet. Das ist egal. Wenn sie das denken, dann bet für sie sowieso. Sie braucht es, oder er. Aber der erste Schritt ist Jesus. Und ich kenne alle, die gerade da sind, euer Leben. Ich kenne die im Livestream noch nicht alle zusammen. Aber ich möchte, dass ihr auch eine Möglichkeit habt, zum Ja sagen zu Jesus. Vielleicht nicht gerade das zweite Gebet für mich, wo es sagt, Jesus, er gibt ihm das Leben, aber Jesus kommt in mein Herz hinein. Und dort fängt alles an. Und ich wünsche mir das für euch, dass ihr sagen, hey, du verstehst vielleicht nicht alles von der Bibel. Du verstehst vielleicht das ganze Leben noch nicht. Aber ich weiss einen, Jesus, der dich kennenlernen will und der sich in dir innen wohnen und leben und dir alles können sagen und erklären. Und es fängt mit Jesus an. Und darum, wenn wir doch alle aufstehen, auch Emporen, überall, stehen wir doch auf. Ich möchte, dass ihr mir ein Gebet einfach nachbeten könnt. Und vielleicht können wir es alle beten, damit wir ihnen helfen können, die zum ersten Mal beten. Die Bibel sagt, es muss nicht perfekt sein, aber es muss vom Herzen kommen. Und vielleicht vom ganzen Herzen können ihr sagen, hey, ich will den Jesus wirklich mal kennenlernen. Ich weiß nicht genau, um was es geht, aber Jesus, bitte komm und zeig mir das.
Vater im Himmel, die mal beten. Vater im Himmel, danke dir für deinen Sohn Jesus. Jesus, danke, dass du auf die Welt gekommen bist. Du hast das Leben gelebt ohne Sünde. Und dann bist du das Kreuz gegangen. Und dort hast du dein Leben gegeben für mich. Und alle Sünden bezahlt. Und heute da gebe ich mein Leben dir. Komm in mein Herz. Ich möchte dich wirklich kennenlernen. Hilf mir. In Jesu Namen. Amen. Hey, wenn du das gebetet hast, dann hast du nicht irgendwie eine Kirche beitreten, aber du hast Jesus gesagt, Jesus, ich möchte mehr von dir. Ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte eine Beziehung aufbauen mit dir.